Auf geht's zu neuen Groschenroman-Abenteuern hier bei Syndicate. Und da vorne sind wir auch schon. Und ich glaube, es müsste generell der zweitletzte Fall sein hier in diesem Let's Play. So, mal gucken. Der zweimal verschollene Professor, das klingt ja sehr mysteriös. Klärt das Rätsel um den Professor, der nach seiner Beerdigung zurückkam, um in seinem Wohnzimmer zu sterben. Der Jesus-Effekt oder was? Hier ist ein überaus interessanter Fall. Perfekt für meine Kurzromane. Ein berühmter Professor stirbt zweimal. Das ist einmal mehr als sonst üblich. Sowas verkauft sich von selbst. Mein Name ist schon bald im ganzen Land bekannt. Ja, stimmt. Zweimal sterben ist eher ungewöhnlich. Die meisten reicht einmal. Gut, wie gesagt, Jesus war die Ausnahme, aber ich glaube, das muss bei ihm einfach so sein. Oder natürlich ist es jetzt ein Modetick, weil wer zweimal stirbt, könnte ja theoretisch schon ein drittes Mal zurückkommen. Weil für eine Wiedergeburt war es ein bisschen verfrüht. Das furchtbaren Kampfes auf und die Verschnitt auf der Stirn scheinen chirurgischer Natur zu sein. Er reicht bis tief in den Schädel hinein. Okay. Okay, so wie es scheint, sind die Hinweise alle weiter oben. Sind die Hinweise oben, wird man dich loben. Dann darf ein besseres Teil. Bings Haus, Skulptur, eine komplexe geschnitzte Figur, offenbar afrikanischen Ursprungs. Sie verfügt über eine kleine Aussparung, in der etwas versteckt gewesen sein könnte. Steck dich, alles muss versteckt sein. Was haben wir hier? Bings Haus, eine tote Spinne, eine große markante Spinne, die sich im Tod zusammengerollt hat. Was der erste Mordfall war. Also quasi wurde vergiftet mit der Spinne und dann war quasi nach Nervengift, was so ihn wirken ließ, dass er tot wäre. Dann aber im Grab plötzlich nach ein paar Stunden, sag ich jetzt mal, wird aufgewacht. Das ist gar nicht mal so unüblich, wenn der Puls irgendwie auf einmal pro Minute runtersinkt. Warum nicht? Nur von Professor Bing persönlich zu öffnen. Von innerhalb Londons versandt, nicht von Afrika her. Man kann ja von ihrem Genie und den demütigen Hut ziehen. Sollte ich mehr Fragen stellen. Und eine Truhe. Naja, er braucht sowieso nicht mehr, also, ja. Wenn jährliche Zuwendung im Fall so eingefroren wird, sollte genügen, falls wenn wird, und so eine Klausel hinter so mit Sicherheit dämpfen. Okay. Stelle mehr Fragen. Er war also unzufrieden mit der Wahl seines Sohnes. Naja, das ist immer so eine Sache, wenn sich Eltern da einmischen wegen, nee, du darfst nicht heiraten, die mag die nicht, irgendwie so etwas in der Art, aber ja, manchmal ist es durchaus begründet. Also mal die Zweifel. Vaters mir gegenüber nicht. Ich würde das Maßnahmen greifen, um unsere Verlobung zu lösen. Bitte hol eine Zusicherung, dass du, wenn du heiraten oder nicht, dann rechtmäßiges Erbe bekommen wirst. Deine Verlobte Virginia. Ja gut, das klingt doch eher danach, als wäre es in seinem Geld her. Es ist unvorstellbar. Er war ein großer Mann. Wir sind in Trauer nach seinem Ableben. Er wurde gestern im Familiengrab beigesetzt. Ja, jetzt liegt er dort rechts in der Treppe. Mein Vater war ein angesehener Anthropologe und sowas wie ein Entdecker. Er wurde für die Beobachtung der Gepflogenheiten eines kleinen Dorfes im Kongo berühmt. Seine Universitätskollegen haben ihm oft ausländischen Plunder geschickt. Jetzt ist nicht die Zeit für das Testament.
Es stimmt, dass mein Vater und meine Verlobte sich nicht verstanden haben. Aber sie hätten sich angenähert, wenn sie erst einmal seine Schwiegertochter geworden wäre. Vielleicht ist sie das? Es ist ja so grauenhaft. Der Professor starb an einem Herzinfarkt vor ein paar Tagen. Letzte Nacht hörte ich ein Klopfen an der Tür. Ich öffnete sie und finde ihn blutend und schmerzverzerrt. Er wollte noch was sagen, doch er fiel tot um. Mein Gott. Spinne. Ich sollte sie fortschaffen. Emmett hat eine Todesangst vor Spinnen. Er sagte immer nur Bar Kesso, Bar Kesso. Wieder und wieder. Was bedeutet das? Gute Frage. Das kam erst vor ein paar Tagen. Eine Statue war drin. Ich hätte sie für ein Kunstwerk gehalten, doch er sagte, sie sei nichts Besonderes. Ich weiß nicht, wer sie schickte. Können natürlich die Spinnen drin gewesen sein, so theoretisch gesehen. Barkesso, Barkesso. Ja. Nimm mal die Abkürzung, wa? Ja, relativ weit weg, wa? Oh. Ja. Da die Kutsche im Führen ist vielleicht nicht unbedingt die beste aller Ideen. Na los. Ganz genau. Tschüss, danke fürs Mitnehmen. Und hier gibt es sogar 4 Hinweise. Das ist die vereinbarte Summe für die Transaktion der letzten Nacht. Mantel des Totengräbers. Also wusste er vielleicht sogar davon, dass der Professor gar nicht tot ist im eigentlichen Sinn, aber hat ihn trotzdem vergraben? Familiengrab der Bing. Sein Schloss wird aufgebrochen, die Tür steht halb offen, Professor Bings Sarg ist leer. Den ich noch mal befragen sollte. Ja, gleich. Ivy erstmal einen Hinweis abklappern. Ein Spitzentaschentuch mit roten Stickereien. Wo ist der letzte Hinweis? Ah, da. $7 Stier. Zurück und finde mehr heraus. Nicht gerade sehr viel, wa? Bloß 7 Pfund. Er ist wiedergekommen? Das ist mir in 35 Jahren als Totengräber noch nie passiert. Tja, es gibt für alles mal das erste Mal. Jetzt muss aufs Klo. Natürlich sind 7 Guineen für einen wie mich eine Menge Geld. Ich bin ein bescheidener Mann und spare jeden Penny für schlechte Zeiten. Das ist zwar vernünftig, aber warum liegt denn das Geld da neben dir statt in einer Ich Brieftasche? habe gesehen, wie der Sohn das Grab verschlossen hat. Verschlossen hat, wie konnte es denn der Professor von innen wieder aufmachen? Geht ja gar nicht. Der wird wohl kaum im Sarg einen Schlüssel drin gehabt haben. So, ich brauche sowieso nachher eine Kutsche. Weiter so. Falls man Bings Haus zurückfahren muss. Nicht so hoch, Ivy, nicht so hoch. Wieso geht's immer so hoch? Sie schießt immer das Ziel hinaus. Guck.
8 Hinweise, leg mich am Arsch. Ich gehe zurück und stelle mehr Fragen. Die faszinierenden Bräuche. Alle recht abgegriffen, okay. Maske um ein Schakal. Okay, jetzt zurück zum Friedhof, toll. 5 Hinweise fehlen noch. Arachnid. Ich gehe zurück und stelle mehr Fragen. Harpadectus, so. Klingt eher giftig. Also Gift einen todesähnlichen Zustand hervorrufen, dass einige anderen Völker das Gift beim Initiationsritus 1. Was macht Ivin da? Bei dem Jungen für 2 bis 3 Tage einen symbolischen Tod erfahren. Wow, müssen wir schon krass haben, so 2 bis 3 Tage bis er tot. Starkes Beruhigungsmittel, ja klar, wenn du dann 2 bis 3 Tage tot bist, würde ich auch sagen, ist ziemlich stark. Ein Spitzentaschentuch klingt eher nach einer Frau. So, alle Hinweise. Ist das die Verlobte? Oder würdige Verlobte? Jo. Liebenswerter Mann und sehr wohlhabend. Hätte er doch nur noch meine Verlobung mit seinem Sohn abgesegnet. Ja, das ist meins. Ich habe ein ähnliches auf der Beerdigung verloren. Ich war ganz durch den Wind. Ich hoffte, es kommt nicht raus. Ich fürchte, einige Mitglieder der Fakultät kaufen Leichen zu Forschungszwecken. So läuft das in der Universität. So. Es tut mir leid, das zu hören. Wissen Sie, ob er diese Änderung noch eingebracht hat? Das klingt schon stark danach, dass sie es war. Weil welch andere sollte einen Grund dafür gehabt haben? Ein geschätzter Kollege, er hat viele Schriften verfasst. Wahrscheinlich wird nie wieder jemand seinen unvergleichbaren Wissensstand erreichen. Darüber bin ich äußerst erzürnt. Ein seltenes Exemplar der Spezies, die ich seit Jahren erforsche. Es entkam vor ein paar Tagen, zweifellos die Schuld meiner schussligen Assistentin Virginia. Mein Forschungsobjekt. Mein südamerikanischer Kollege meinte, dass man dieses spezielle Spinnentier nur in den bolivianischen Anden findet. Faszinierendes Thema. Sehr faszinierend. Das muss sie gewesen sein. Wer soll es sonst gewesen sein? Und nur die Frage, wenn sie... Weil sie wusste ja im Prinzip, dass das Tier nur einen todesähnlichen Zustand hervorrufen kann, also sprich nur todesähnlich, nicht wirklich tot. Aber warum hat sie es denn getan? Die anthropologische Forschung hat einen großen Geist verloren. Er hat das Gebiet revolutioniert. Ich habe die Hoffnung, dass ich seine Arbeit weiterführen kann. Welches ist das? Ich kann es nicht entziffern. Ich habe meine Brille verloren. Ich reiste vor kurzem nach Afrika, um die Erforschung des Stammes weiterzuführen, den Professor Bing vor einiger Zeit entdeckt hat. Na gut, der könnte es auch gewesen sein, aber warum wäre denn die Frage? Ja gut, nehme ich halt die Abkürzung. Geht natürlich auch. Ein Leichenraub? Sie beleidigen mich. Wenn ich erwischt werde, wäre ich im Handumdrehen im Kittchen. Gut, ich verkaufe ab und an ein paar Leichen. Von irgendwas muss ich ja schließlich leben. Hab das Schloss geknackt und ihn in einer Karre hinter der Gruft gelassen. Es war dunkel, ich konnte nichts sehen, aber irgendein Kerl muss den Professor weggeschoben haben. Der Boden ist schlammig, vielleicht finden Sie noch ein paar Spuren. Das ist natürlich... Okay, er war also im Grab eingeschlossen, 2 bis 3 Tage hat er im Prinzip dort verharrt, sag ich jetzt mal geschlafen.
Hätte er ihn nicht wieder rausgeholt, weil er ihn verkauft hat, dann wäre er eben tot gewesen, weil ganz ehrlich, wenn du da nach 2 bis 3 Tagen natürlich wäre aufgewacht, aber wäre da drin eingeschlossen gewesen, wäre nicht mehr rausgekommen und nach kurzer Zeit vermutlich, ja, nee, er erstickt, denke ich mal. Und keiner hätte was gemerkt. Tja. Eine ölige Spur. Wie weit führt die wohl? Na, gab ziemlich weit. Ja, hier ist sie noch. Darüber. Dann haben die Säge ist blutig. Aber es ist ein verlassenes Haus. Mit heiligen Masken, Wehrrauch und Gesang verbunden sind. Den Brauch bei den Mitgliedern des Zeremonie mit Gehirn ihrer angesehenen Stammeshelden verspeisen, deren Wissen zu erlangen. Das ist ein richtiger Appetitloch. Gewöhnliche Brille in 2 gebrochen. Tja. Na gut, aber wenn er es war, ist natürlich die nächste Frage für mich, warum? Was hat er für einen Grund gehabt? Bei ihr kann ich es irgendwie noch verstehen, aber warum bei ihm? Ach, Menno. Gut, wir sind hier. Also kurz zum Eingang zu, wo wir da den Anzug gefunden haben für Evie. Da haben wir auch schon die Universität. So, Wilson, nee, ist er nicht. Das wäre eine Variante gewesen, aber ich war ja... wo ist der andere hin? Ist er ganz oben? Jo, war mir mal eher was war. Ich brauchte sein Wissen, um zum größten Anthropologen im ganzen britischen Empire zu werden. Und seine heißgeliebten Wilden verschafften mir das Verfahren. Dieser Professor Silas war überaus gerissen und grausam. Mr. Raymond wird begeistert sein. Jo, er ist auch ziemlich der Einzige. Was, er versucht sogar, Bings Gehirn zu essen und dessen Wissen aufzunehmen. Dauert ihr hinscheiden, ja, allerdings. Wie kann man nur so krass sein? Wieso sieht Evie so aus, als wäre es plötzlich in Kupfer gegossen? Ziemlich krank und doch gut gemacht. Da war es nur noch ein einziger Fall für uns. Danach sind die Großromane erledigt. Der meistgehasste Mann Londons. Okay, wer soll das sein? Kann ein bisschen hier rüber, war. Ja, wie sieht's aus? Wir haben mal knappe 20 Minuten. Ja, ich würde echt mal sagen, machen das in der nächsten Folge.
Dann haben wir echt alle Groschenromane durch, vor allem alle so pro Roman, ja, pro Groschenroman-Episode, sag ich jetzt mal, haben wir dann einen Part geschafft und danach geht's dann endlich mit den Missionen des guten alten Singh weiter, des Maharajas aus Indien. Und danach ist wohl ziemlich sicher das Let's Play zu Assassin's Creed Syndicate ein für alle Mal beendet. Haben so viel hier gemacht wie noch in keinem anderen Assassin's Creed Teil zuvor. Naja, hat auch Spaß gemacht, keine Frage. Auch wenn es nur noch ein paar Dinge gibt, wo man sagen könnte, ja, Michael könnte es auch noch tun. Und das auch noch und hast nicht gesehen, aber irgendwann muss einmal Schluss sein, ganz ehrlich. Wir gehen jetzt hier runter. Warum gibt es dann irgendwie immer noch so, ja, das sind eigentlich eher so Sammelelemente und du kannst das und das noch freischalten, aber irgendwie das spannende Story-Inhalt oder so. Nö. Natürlich jetzt hier die Groschenroman-Verbrechen ist eigentlich nichts Assassinen-typisches, weil Assassinen sind ja eher so im Hintergrund, den halt so Anschläge verüben. Sag jetzt mal, ganz grob formuliert. Aber hier stehen eigentlich total in der Öffentlichkeit, machen auf Detektiv, vor allem auf Detektiv Conan, mal so zu formulieren. Was doch ziemlich untypisch für einen Assassine ist. Aber hey, ist mal was Neues. Von dem her. Wow, das war jetzt auch knapp. Ey. Warum eigentlich auch nicht? Wir hören eine schöne Musik. Gut so. Braves Mädchen. Hier muss ich raus. Jo, im nächsten Part geht es ja also weiter. In diesem Sinne mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.